willkommen zurück bei unserem Part 6, hoffe ich. Ja, ich nehme es an. Part 6. Part 6 also. Heutiges Gesprächsthema schlechte Games. Filmen geht an. Wir machen zuerst weiter in Piratenbuch Panik. Ganz einfach schnell fliegen zu den Steinsäulen. Also, die schlechten Games, du hast es angesprochen. Ja, sag mal, was zeichnet ein schlechtes Game aus? Ein schlechtes Game, also nach meiner Meinung, ist einfach keine Innovationen. Das heisst einfach von einem anderen abgeschaut, probiert es umzusetzen, aber schlecht umgesetzt. Gut. So wie der Sprung. Eben, wie gesagt, eine billige Kopie aus China, würde ich mal sagen. Einfach so wäre es. Wir kennen es von früher, heutzutage ist es irgendwie nicht mehr so präsent wie die Fußballliebli, wo man. Ja, genau. Genau. Mit Schreibfehlern. Genau. Oder die Games mit Schreibfehlern, wo sie es extra. Nein. Ja. Und nachher zum Teil auch, was ich schwach finde, zum Beispiel, wenn man zum Beispiel nicht voll Potenzial von Grafik ausschöpft bei einer Konsole. Das ist auch, sagen wir, beim PC ist es jetzt etwas anderes, wenn sagen wir, du machst ein Game, nachher wird zum Beispiel Minecraft. Das ist auch keine HD super Top Grafik, sagen wir vom originalen Texture Pack. Und wegen dem ist der Spielspaß gleich gegeben, wenn sagen wir, die Grafik so schlecht ist, dass sie, obwohl es eigentlich möglich wäre, gute Grafik zu machen, dass nachher eigentlich der Spielspaß einschränkt. Und was natürlich auch horrible ist, sind Fortsetzungsgames oder Remakes. Ich muss sagen, Fortsetzungen die können die ziemlich stark enttäuschen. Ja, das ist die Erwartung einfach ziemlich hoch. Wenn sagen wir, von einem guten Game eine Fortsetzung machen und dann fühlst du es einfach nicht, dann ist einfach schon ein schlechtes Game eigentlich fast geboren. Ganz anders, sagen wir jetzt mal, ein gutes Beispiel von einer Fortsetzung ist Super Mario Galaxy, wir haben es im letzten Part schon angesprochen, das ist eines meiner Lieblingsgames, also beide eigentlich. Und da kann ich einfach sagen, die Fortsetzung ist auch gelungen. Das erste Game war schon ziemlich innovativ gewesen. Und die Fortsetzung nachher eigentlich auch sehr gelungen. Neue Elemente gleich trotzdem und gleich auch nicht zu weit abgewichen, dass man jetzt sagen kann, es ist etwas ganz Neues. Aber sonst ja. Was kennst du so für schlechte Fortsetzungen oder Remakes? Aber wie gesagt, wir haben vorhin darüber gestritten, aber nicht so ein atemberaubendes Spiel finde ich halt einfach Majora's Mask. Selber? Genau. Weil ich einfach Ocarina of Time besser finde. Ich sage, Ocarina of Time ist einfach neu und wegen dem ziemlich epic. Schnell um aufs Game zurückzukommen, der nächste Stern befindet sich übrigens hier vorne, fliegendes Blaue. Es wäre eigentlich angedacht, dass man hier die Kanone nimmt und mit dieser Nechtfährte drüber schießt. Aber es gibt auch noch einen anderen Weg, wie man es machen kann. Ich probiere es schnell und schaue, wie ich es schaffe. Und zwar funktioniert das so, indem man hier Wandsprung, Seitwärtssprung macht. Kombo und dann sollte man auf die Plattform rauskommen. Genau so. Geht ein schneller. Genau. Man geht nicht das Risiko ein, dass man an der Stange vorbeifliegt, was mir übrigens auch schon passiert ist. Sonst muss ich sagen, was ich absolut nicht feiere, sind so billige Games, die wirklich da sind zum Geld machen oder zum Verkaufen, wo wirklich die Verpackung noch das Beste am Ganzen ist. Ich habe hier speziell rausgeschrieben, das ist für den Nintendo DS. Es nennt sich World Series of Poker 2008, die Official Video Game Battle for the Bracelets. Und das ist eigentlich ein Poker-Game. Kenne ich jetzt zum Beispiel Darf ich nicht. schon wieder die 8 roten Münzen sammeln? Ja, du hast keine Lust, dann gehst du rüber. Jetzt ist hier die Eule. Nein, ich mache das schnell. Oder du überspringst, fliegst einfach mit der Eule rauf. Ja, aber ich muss ja 8 rote und 100 glaube ich. Also von dem her fangen wir hier mit Killen von diesen Schnapp-Piranhas, die übrigens 5 Münzen geben, also eine blaue. Das ist ein Game, das geht nur ums Pokern. Und das ist wirklich, also die Grafik ist nicht innovativ, ist ja klar, oder für den DS ist ja fast unmöglich, die Top-Grafik zu bringen. Und da geht es einfach ums Pokern und das ist halt einfach, wenn man gerne pokert, aber es ist natürlich nie das gleiche wie in echt und auch was man so machen kann. Es hat mich überhaupt nicht vom Hocker gehauen und wirklich das Geld, das ich dort investiert hat mich nachher nachträglich gereut, als ich es eigentlich ein bisschen angefangen zu zocken habe. Also habe ich einmal gegamed und dann eigentlich auf die Seite gelegt und nie mehr gebraucht. Ich zum Beispiel bin auch nicht so der Fan von diesen Solitaire und diesen Games.
Oder ist einfach Karten-Games allein zu spielen, macht einfach keinen Spass. Ja, allein, dann bist du einfach verloren, oder? Weil du hast den Spielspaß nicht. Also es geht ja dort auch manchmal um die Mimik und Gestik von den Mitspielern. Und wenn dir das natürlich nachher fehlt. Schade, oder? Ja, ist einfach schlecht. Und die Reaktionen, wenn du sagst, du bluffst und nachher geht's auf und der andere schießt dein beste Blatt weg vom Poker, das siehst du nachher nicht. Wie der reagiert darauf, wenn das irgendwie auf dem Nintendo DS Game ist. Also am wenigsten. Also sagen wir PC, je nachdem, kannst du je nachdem noch machen. Und dann kannst du glaube ich so Gestik nachher auswählen, was dein Spieler so mit dem Gesicht machen, aber eben in echt machen eigentlich solche Spiele am meisten Spaß. Also spielt nicht Kartengames auf der Konsole. Enttäuscht mich Gamers. Ja, kannst du mal so. Ich sage es jetzt böse, aber du bist kein Gamer. Ja, du bist ein Spieler. Ein Spieler. Genau. Ja, was ist eigentlich sonst noch so ein Game, wo du nicht so Fan bist? Sonst, Mit den 69 Münzen, easy. Ich sage so Games für Game Boy Advance, das habe ich eigentlich auch noch recht viel gezockt. Da kann man sehr viel machen. Man sieht es eigentlich allgemein für Game Boy Games, was man irgendwie mit Mario und Pokémon alles geschafft hat. Aber dann gibt es einfach noch so die wirklich die guten Titel, die man nachher einfach portiert hat auf die Konsole. Speziell fällt mir da zum Beispiel in Tony Hawk's Underground 2, wo eigentlich auf der PS oder so eine Konsole ist das eigentlich ein Hammer-Game. Finde ich auch, ja, natürlich. Und Skaten ist dort wirklich gross geschrieben. Und auf dem Advance macht das einfach keinen Spass, weil es fehlt natürlich nachher einfach die Grafik, die so ein Game braucht. Ja, was du gerade ansprichst mit dem Portieren, was ich mache viel, ist jetzt ein typisches Thema-Ding, das Donkey Kong Country auf der Wii. Mother of God. Dort ist es wirklich ein gutes Game, aber nachher haben sie es portiert auf den DS, 3DS. Und sie haben einfach genau das gleiche Game genommen, einfach eine so Zwischenwelt mehr gemacht. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit! No! Ja. Yeah. Okay, gut, wir sehen, das können wir jetzt nicht schneiden, weil Nein, das ist Konzentration, ja. Fuck! Also ich sehe gerade 92 fucking Münzen habe ich jetzt gehabt und jetzt bin ich gestorben, das schießt mir zu. Das ist nur wegen euch, also ich ja, bin völlig euch schon Zuschauer. Wir schnurren eigentlich mehr, also es geht um keine Konzentration, ja. Ja, gut, fangen wir nochmal von vorne an. Also, guten Real Talk gehabt. Real Talk, ja. Wir machen, dann nehmen wir es anders, probieren wir etwas anderes zu reden. Findet der Rob die Münze? Nein, also. Games sonst, die nicht so brillieren oder wo Spielspaß fehlt, dass sagen wir einfach zu kurzlebig ist. Fällt dir da eins ein? Ja, eigentlich. Ich sage, wenn Blockbuster-Game erfüllt meistens die Erwartung. Also du weißt, was du kaufst, wenn drauf Activision steht oder Nintendo oder weiss ich was, dann weisst du halt einfach, was dich erwartet bei so einem Game, oder? Und dann kann es nicht schlecht sein, weil dann ist es ja entwickelt worden und schon rein die Kosten von so einem Game, das kann dich nicht enttäuschen, theoretisch, aber so Dritthersteller, die haben natürlich nachher, oder so kleinere Studios, die sind natürlich schon schwierig, die zu überzeugen. Weil die ja nicht Ressourcen, wo einfach so ein Grafikteam halt braucht, oder dass nachher etwas HD-mäßiges hinbringen kann. Und von dem her eben, solche Games sind auch einfach immer schwerer, dass sie nachher die Erwartungen erfüllen. Und vor allem eben für Low-Budget-Games ist es noch schwieriger. Also du sprichst jetzt einfach ein Low-Budget-Game, ist ja Ding gewesen. Minecraft. Ja. Und das hat es jetzt wirklich übertroffen. Ja, aber das ist, oder eben solche Games. Du spielst eigentlich immer eine Münze runter. Auch schon. Hey, das ist jetzt unglaublich weggespickt. Ja, da hat es nämlich nur Münzkreis, fällt mir gerade ein. Da ist es kein Problem, die 100 Münzen zu holen. Wenn man nicht irgendwie aus Versehen mit der Kanone falsch Ort hinfliegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Nein, was ich zum Beispiel enttäuscht bin, ist einfach jetzt momentan der Stand von Nintendo, als sie so ein bisschen
sie die einfach ein bisschen ausbauen, aber sie die nichts mehr Neues bringen. Sie die nicht, also nicht neu in dem Sinn, aber was ich mir einfach wünsche, ist nochmal so ein N64 Mario. Einfach mit der Open World, wo kannst einfach wieder auch Bilder betreten oder außerhalb Sachen zu machen und nicht einfach Level, Mission, so Sachen. Weil mit dem, was sie jetzt hier mit dem N64 haben sie einen Meilenstein gelegt. Und warum nicht an dem weitermachen, sondern einfach etwas Neues quecksilbern. Ja, wir werden ja sehen, was da für die Wii U kommt. Ja. Bin ich auch gespannt aufs Mario Kart. Weil ich muss sagen, Mario Kart Wii ist jetzt schon ziemlich innovativ gewesen mit den Dörfern und vor allem auch mit denen, was nachher angefangen haben, die alten Strecken eigentlich nachher nochmal neu zu machen. Aber wenn es ziemlich lame ist, aber sie haben es ziemlich gut gemacht nachher mit den alten Strecken nochmal. Und ich bin mal gespannt, was sie eben nachher bei Wii U, ob sie dort überhaupt das Mario, also sollten sie eigentlich schon, sonst schneiden sie sich ins eigene Fleisch. Und wie es nachher aussieht. Gut, immerhin schon mal die 100 Münzen nochmal geschafft. Und der Stern an einem unglaublich schlechten Ort. Merke ich gerade. Ja. Und ich probiere jetzt auch nicht mehr irgendwie mit Kanonen nochmal zu holen, wo sonst wird das auch wieder. Fail! Sonst sind wir bei 101. So, hätten wir noch gut. So. Also. Und jetzt noch die 8 rote, gell? Ja. Jetzt noch das fertig machen. Dann darfst du noch schnell einen machen, einen, der schnell geht. Was ist der nächste? Das ist Mit der gnädig. Eule rauf. Der ist schnell. Also, wie... Da kannst du übrigens auch über. Aber ich probiere es jetzt nicht. Ja, wir Shortcutten. Scheiss da. Also. Ah, das ist wieder Skill. Style auch. Wo sind die roten Münzen, weißt du das? Ja, die anderen sind nachher oben noch dort auf den fliegenden Plattformen. Genau, jetzt nicht auf dem Weg dahin finden. Also. So, hopp. Nein. Ich probiere Ding nicht, hast das Ende zu du besiegen, zum das Beispiel das Spiel Star Wars, hast du das mal auf dem N64 gamet? Star Wars, ich kenne einfach das mit dem das Racing Game. Ja, wie findest du das zum Beispiel? Da musst du einfach wirklich absoluter Star Wars Fanatiker sein, dass du das richtig kannst enjoyen, weil du hast ja die verschiedenen Kreaturen und die haben ihre Racer, aber eben im Film selber können wir gar nicht, also so weit ich mich mal erinnere, siehst du gar nicht so viele Kreaturen und alles. Und dann ich immer den Anakin müssen nehmen, oder? Weil das der einzige war, den ich noch ein bisschen kennt habe. Und von dem her ist es jetzt auch nicht so ein Game, wo ich mir sage, wow! Aber wenn ich von Star Wars rede, dann finde ich vor allem Battlefront ziemlich geil. Also, Das finde ich auch geil. Baller Game à la Star Wars. Das ist wirklich sehr gelungen. Also das, was du jetzt sagst mit dem Racer, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Also ich habe noch ein geiles Game gefunden. Hast du das aber gerne gegeben? Ja. Es ist vor allem, also nicht alle Charaktere, aber ein paar siehst du im Film auch. Und es ist wirklich witzig. Vor allem kann ich mich erinnern, gibt es so einen behinderten Kopf, der so so eine komische Stimme hat und immer durchdreht, wenn einer überholt. Und das ist einfach... das habe ich einfach geil gefunden an diesem Film. Und 131 Münzen. ja. Ziel erreicht, oder? Ziel erreicht. Gut, ich gebe jetzt noch schnell den Controller mir und dann kann ich ganz einfach Stern machen mit der Eule. In Käfig. Das Wecke ist die jetzt Eule wirklich- heisst der, glaube ich. Wecke die Eule, ja. Mit einem Ausrufezeichen. Ja, jetzt gut. Ich muss überlegen, was es noch für schlechte Games es alles noch gibt. Oder sagen wir das Game, wo deine Erwartungen nicht erfüllt Du, wie hat. kann man die... Einfach Kump und B drücken, auf B bleiben. Hast du nicht gerade gegangen? Bist du nicht sicher einfach an? Mal einfach andrücken. Behalten. Aber du musst drauf bleiben, sonst Ja, ja. So. Das ist ja ein schlechtes Spiel. Was sagt ihr so Sagen wir einfach- für Ansprüche für das Spiel? Was müssen die Das sind wir auch rumnehmen. erfüllen? Was enjoyt ihr? Ey. Aber ich verpasse es schon nicht, oder? Ja, aber mir denkt so du bist schon ziemlich am Struggle. Der fliegt dort durch, wo er gerade Lust hat. Kann ich nicht machen.
Ah nein, jetzt ist er richtig... Hey, fliegt da. Du bist zu tief. Wieso kann ich nichts machen? No, du musst erst ein bisschen steuern. Ich kann doch den nicht steuern. Doch. Kann ich den steuern? Hast du das nicht gewusst? Gut, das ist ja nicht unbedingt. Ja, ist ja egal. Also gut. Du musst jetzt das schnell noch machen. Ich weiss. Ich will mich immer aus der Affäre ziehen und sagen, ja, Part beendet. Part beendet, nächstes Champ von Rob, oder? Nein. Ähm, Komm, dann wird es noch schlechter, aber... Games, die die Erwartungen nicht erfüllt haben. Also ich denke, bei vielen Leuten fühlen es von rennen, wenn ich sage, dass ich Call of Duty Black Ops ziemlich geil finde. Weil es gibt ganz viele Leute, die haben immer gesagt, yeah, Modern Warfare 2, das Game, das kann nie, ist unerreicht, oder? Und Multiplayer ist das beste Game ever. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Black Ops hat mir auch storymässig eigentlich ziemlich gut gefallen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es besser ist, aber ich habe immer gesehen, das hat meine Erwartungen überhaupt nicht erfüllt. Und, Perfekt. Ja, gut gemacht. Aber ich habe das zum Beispiel sehr gefeiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt auch Black Ops 2. Ja, das Black Ops 1 habe ich gefeiert, einfach das einzige... Also Modern Warfare 2, mit dem YouTube, das habe ich gehasst. Ja, und vor allem auch das mit der Nuke und so, also Mother of All Bombs, oder? Jetzt sagt er uns, dass wir 30 Sterne haben. Ich glaube, wir beenden jetzt. Ja. Das interessiert uns noch nicht. Und machen wir nächsten Part weiter. Jetzt haben wir nur 2 Sterne in diesem Part gemacht. Nein, ich weiß nicht, 4. 3 oder 4. Ah, ja, wir haben hier Wasserwert noch ein Part gemacht. Genau. Gut, ja. Also wir beenden und ich nehme das Thema für den nächsten Part, werden wir ein bisschen über Filme schnurren. Ja. Was coole Filme sind, nach unserer Sicht. Und ja. Must have seen und so. Genau. Gut, peace out. Peace. Das habe ich meinen Spruch nicht gesagt. Das müssen wir jetzt gleich noch in den Part reinnehmen. Also. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Super Mario 64 auf Schweizerdeutsch. Was geht? Jetzt habe ich meinen Spruch nicht gesagt.